Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern München Saisonfazit. Ja, im ersten Teil haben wir den Trainer. Im zweiten Teil kümmern wir uns mal ein bisschen um die Vereinsführung und insbesondere Max Eberl, unseren Aufsichtsrat, Uli Hoeneß, etc. Unser Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dresen. Da ein paar Worte von meiner Seite zu, bevor wir das tun. Wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ja, sportlich, ihr seht links und rechts, Pokal und Meisterschale, das Double eingefahren, knapp in der Champions League gescheitert. Ich denke, sportlich war diese Saison mit dem Torrekord überragend. Da gibt es relativ wenig auszusetzen. Ja, man hat gesehen, kleine Stellschrauben fehlen, ein paar Kleinigkeiten fehlen, vielleicht für den ganz großen Wurf. Das ist alles. Ja, sportlich war es eine überragend gute Saison. Fange ich vielleicht mit dem Thema Uli Hoeneß an. Uli, der ja immer noch allgegenwärtig ist, denke ich, der immer noch alle gefühlt 2 Monate sich an irgendeinen Tisch setzt, irgendein Interview gibt, sonst was und da Sachen von sich gibt, die in der Öffentlichkeit eigentlich nichts zu suchen haben. Ähm, Schwierig. Auf der anderen Seite aber auch der Einzige im Verein, der A, die Autorität oder anders gesagt, A, die Eier hat, aber eben auch, weil er die Autorität hat, einem Thomas Müller nahezulegen, die Karriere zu beenden, als Beispiel und das auch klar zu äußern, dass er nur noch als Teilzeitfußballer da 2 Jahre abgecasht hat. Weil genau das ist auch meine Meinung gewesen und die habe ich auch so kommuniziert, ja. Hm, Auch derjenige, der es kritisiert oder der Max Eberl dafür kritisiert, ja, dass die Verlängerung mit einem Davis und Jamal Musiala viel zu kostspielig waren, dazu ein Joshua Kimmich viel zu kostspielig waren. Ähm, Das sind alles 3 Spieler, wo wir 'n Vertragsverlängerung gemacht haben, die weit unter ihrer Form sind. Natürlich Davis und Musiala, weil sie verletzt sind, nicht weit unter ihrer Form sind, sondern einfach maßlos überbezahlt sind. So, ja. Ähm, Ob 'n Davis und 'n Musiala das in Zukunft rechtfertigen werden, werden wir sehen. Ein Joshua Kimmich wird mit Sicherheit das nicht mehr rechtfertigen. Ne, der ist am Peak seiner Karriere. Joshua Kimmich zeigt das, was 'n Joshua Kimmich kann. Und da verstehe ich schon, dass man das so sieht. Ich sehe das nämlich genauso. Diese Transfers waren viel zu kostspielig. Aber das Ganze hat natürlich erstens nichts in der Öffentlichkeit zu suchen und zweitens müssen diese Vertragsverlängerungen auch vom Aufsichtsrat abgesegnet werden, ja? Und da ist natürlich auch ein Uli Hoeneß Teil dieses Aufsichtsrats. Und ich glaube, wenn ein Uli Hoeneß sich da hingesetzt hätte und hätte das Fähnchen für Nein gehoben, dann hätten auch viele andere Mitglieder das Fähnchen eher für Nein gehoben, als dem zuzustimmen, ja. Also, von daher ist das schon ein bisschen heuchlerisch, was 'n Uli da macht, da die ganze Schuld 'n Max Eber rüberzuschieben. Ähm, Ansonsten, ja, der Uli mit seinen gewohnten wilden Aussagen zu vielen, vielen Themen, das wird sich nicht ändern. Das wird sich nicht ändern, solange ein Uli Hoeneß da Teil dieses operativen Geschäfts ist, was er als Vorsitzender des Aufsichtsrats halt irgendwo schon noch ist, ja. Ähm, Erklärung habe ich dafür nicht, außer dass es eine reine Selbstdarstellung ist oder 'n Uli halt einfach die Angst hat, nicht mehr gesehen zu werden, ne? So unterbewusst, dass man sich da alle 2 Monate da irgend großen Medium stellen muss und die natürlich dann auch wissen, wie und wo man bei Uli Hoeneß die Knöpfe drücken muss, damit man gewisse Sachen auch, herausbekommt. Ja, Uli ist, was das angeht, immer ein Typ gewesen, den ich gemocht habe, weil er geradlinig ist und immer das sagt, was er denkt, was vielleicht nicht immer gut ist. Ist bei mir nicht anders. Aber als Vorsitzender des Aufsichtsrats und so weiter, also wenn ich weiß nicht, wie oft wir diese Saison in der PK die Aussagen, ähm
beziehungsweise die Nachfragen von Reportern gehört haben: „Ja, was sagen Sie denn zu der Uli Hoeneß-Aussage?“ und sowas. Und wie oft 'n Winnie da gesessen hat und sagt: „Ja, ich sage da gar nichts zu.“ Oder auch Max Eber: „Ja, nehme ich so hin, was soll ich dazu sagen?“ Das ist schwierig, ja? Es gibt mit Sicherheit genug Sachen, wo man Max Eber kritisieren kann, 100% true. Natürlich haben wir da nicht die Einblicke. Wir können nur das aufgreifen, was 'n Uli Hoeneß in der Öffentlichkeit äußert oder was vielleicht irgendwelche Zeitschriften äußern. Ähm, Uli Hoeneß auf jeden Fall genauso grenzwertig wie letzte Saison, ja, 1:1, sehe ich genauso. Ähm, mit der Aussage zu Max Eber vielleicht noch, die Herrn Hoeneß auch getroffen hat. Der wollte ja sogar noch mal mit dem Tuchel verlängern, kann ich auch verstehen. Ist natürlich auch 'n Faktor, ja. Ähm, damit machen wir auch mal den Schwenk rüber, würde ich sagen, ja. Uli macht das, was Uli immer macht. Auf der anderen Seite gibt's immer 'n bisschen Pfeffer, 'n bisschen was zu diskutieren bei uns Bayern. Ich meine, bei so 'ner erfolgreichen Saison, sonst hast du sonst zu diskutieren, ja? Aber für mich persönlich könnte Uli sich einfach mal 'n bisschen zurücknehmen und es ist ja gut, dass Uli das so sieht, dass er auch der Kritische ist und er hat auch mit vielen Punkten, die sportlich den FC Bayern betreffen, recht. Mit vielen anderen, wo er absolut dummes Zeug von sich gibt, wirft er aber auch kein gutes Licht auf 'n FC Bayern. Das muss man auch mal sagen, ja? Und von daher bleibe ich dabei, wie letztes Jahr auch, Uli sollte öffentlich einfach die Gosch halten, ja? Er kann sehr gerne intern alles raushauen, aber da kriegt er natürlich dann nicht die Aufmerksamkeit, die er gerne haben möchte, ne? Ich glaube, das ist so das Thema. Ich glaube, er tut sich sehr schwer damit, in der zweiten Reihe zu stehen, auch wenn er immer erzählt, dass das anders ist. Und dann ist natürlich auch noch der Faktor da, dass 'n Uli halt auch nicht mit der Zeit gehen kann, ja? Also, grade was Transfers und so angeht hat man so 'n bisschen das Gefühl, dass Uli immer noch auf dem Stand ist wie vor 10 Jahren, ja? So, ne, dass er nicht versteht, warum ein Woldemar, der jetzt so viel Geld gekostet hat, ja, so weiter. Und dann sagt er: „Ja, der Lothar ist schuld. Der Lothar hat den Preis hochgetrieben, deswegen konnten wir den nicht verpflichten.“ Ähm Ja, aber wie gesagt, wir brauchen jetzt nicht alle grenzwertigen Aussagen von Uli hier aufarbeiten, dann sitzt er übermorgen noch hier. Also, Uli, genau wie letzte Saison, mein Rat für die kommende Saison ist, einfach öffentlich die Gosch halten. Intern kann man das alles gerne rausposaunen, das ist völlig fein. Und dann wäre alles einfacher, ne? Gut, damit kommen wir zu Max Eberl. Hm, ich bin da auch zwiegespalten, ja. Ich weiß nicht, ob ich bei 60/40 bin. Natürlich weiß ich auch nicht den Anteil von Christoph Freund. Ich weiß nicht, auf welchem Mist ist jetzt gewachsen, dass Vincent Kompany Trainer beim FC Bayern geworden ist. Ist es Max Eberl? Ist es Christoph Freund? Ist es 'ne Zusammenarbeit? Dasselbe gilt für Ulisse. Ähm, dasselbe gilt für Luis Diaz. Es ist halt super schwierig, das zu sagen, weil man auch nicht genau weiß, wo ist die Aufgabentrennung? Was macht 'n Christoph Freund? Was macht 'n Max Eberl so, ja? Das ist super schwierig. Da gibt's irgendwie für mich keine klare Trennung, ja? Wenn man mal wüsste, das ist die Aufgabe von ihm, das ist die Aufgabe von ihm, dann könnten wir das auch 'n bisschen, differenzierter beurteilen. So kann ich das nicht, ja? So muss ich hier 'n Christoph Freund und Max Eberl über einen Kamm scheren, weil ich nicht weiß, wie's intern gehandhabt wird, ne? Und da muss man sagen, transferpolitisch war's diese Saison völlig fein, ja. Ich bin keiner, ich habe es von Tag 1 an gesagt, der sich da hingestellt hat und gesagt: „Oh ja, unser Kader ist so dünn, mi, 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 mi.“ Ne, das ist genau richtig. Wenn du einen Campus hast, so viele Millionen in diesen Campus steckst, ja, ganz ehrlich, dann musst du die jungen Spieler da reinwerfen, genauso wie es dann diese Saison getan wurde, ja. Es wurde noch nicht konsequent getan, nur als Notlösung, aber man musste ja und da wieder Chapeau an Uli Hoeneß, ja, und den Aufsichtsrat, weil ohne dem wäre das nie so gekommen, wie es gekommen ist. Man musste ja auch in Vincent Kompany, wir haben ihn gelobt dafür im ersten Video, dass er auch die Jungen mit eingebunden hat. Er wurde aber auch gezwungen, ja, und das muss man weiter tun. Ja, das muss man weiter tun. Es macht keinen Sinn, diesen Kader aufzublähen, wie wir es schon auch zu anderen Zeiten hatten. Ähm
und dann super unzufriedene Spieler auf der Bank sitzen zu haben. Es macht viel, viel mehr Sinn, so wie es jetzt ist, dass du einen Kern hast und dann sagen kannst: „Ja, gut, so sieht's jetzt aus, da müssen da jetzt die jungen Talente, die hinten dran sind, rein.“ Ja, wenn dem nicht so wäre, hätten wir niemals einen Lennart Kahl hervorgebracht diese Saison, ja? Und das ist der richtige Weg, ja, meiner Meinung nach. So, klar, wir sind jetzt kein Verein, wo du sagst: „Hier, yo, hier, wir verkaufen den und setzen da so 'ne Jugendspieler ein“, darum soll's gar nicht gehen. Aber es kann nicht sein, dass irgendwelche Guerreros, ähm, irgendwelche Jacksons, auch irgendwelche Leon Goretzkas dann dem Nachwuchs die Plätze wegnehmen. Ja, das ist mein Take. So. Du musst auch für die kommenden Saison den Kader nicht aufblähen. Du musst ein, 2 gezielte Verstärkungen fahren, so gar keine Frage. Und der Rest, ja, muss mit Jugendspielern dahinter bestückt werden, ne? Ganz einfach. Ansonsten, ähm, brauchst du nicht so 'n Campus haben, ja? So, du musst die Früchte auch versuchen zu ernten, die du säst. Ganz einfach. Und das ist auch meine Meinung. Und deswegen sind wir diese Saison auch nicht aus der Champions League ausgeschieden, weil uns der Kader gefehlt hat. Wir sind aus der Champions League ausgeschieden, das mal ganz klar zu sagen, weil der Trainer nicht die Eier hatte, mal eher zu wechseln, ja? Du hättest 'n Lennart Kahl schon viel, viel eher rein einwechseln müssen, ne? Du hättest auch 'n Nicolas Jackson dann noch mal eher bringen müssen und alles auf eine Karte setzen müssen mit 'nem zusätzlichen Stürmer, der da 'n bisschen mehr für Verwirrung sorgt. Ja, aber man hat sich das 40 Minuten angeguckt, wie Paris Saint-Germain mit defensivem Spiel uns vorführt. Ähm, und das hat nichts mit irgend 'ner Breite in diesem Kader zu tun gehabt, ja? Weil nachdem die Wechsel durch waren, waren wir ja gefährlicher und haben sogar noch das Tor gemacht, so. Ja, man hätte die Wechsel einfach viel, viel eher zünden müssen. Ähm Und da hätte es auch nichts gebracht, wenn du noch 3 andere Spieler auf der Bank gesessen hättest, ja? Ich meine, wir haben noch nicht mal den Tom Bischof als Waffe reingebracht. Wir haben keinen Leon Goretzka genutzt, gar nix. Das haben wir alles gar nicht getan, ja? Also, da braucht mir keiner kommen: „Ja, deswegen habt ihr die Champions League nicht gewonnen.“ Ne, haben wir eben nicht, ja? Weil wir die Wechsel gar nicht genutzt haben, die wir hätten nutzen können. Ja, von daher ist das für mich, der richtige Weg, ja? Die Kadergröße ist perfekt. Du stockst das auf mit Nachwuchsspielern, fertig. Fertig aus. Wie gesagt, für die kommende Saison, ich sehe Bedarf, definitiv. Wenn man sich mal das Champions League-Finale angeschaut hat, dann hat man gesehen, ja, wie man auch Paris in Grenzen hält. Ich meine, wir haben es selber gezeigt in der Vorrunde, eine Halbzeit lang mit einem Mann weniger, weil wir dann gezwungen waren, auch mal defensiv zu agieren. Es muss ein Learning kommen für diese Mannschaft, für solche Spiele und du musst gezielt ein, 2 Verstärkungen zünden und das müssen Verstärkungen sein, ja. Daran wird man dann Max Eberl und Christoph Freund messen, denke ich. Ähm, Wir haben schon gesagt, Vertragsverlängerung letztes Jahr für mich katastrophal. Note 6 für Eberl. Note 6. Punkt. Ja. Vertragsverlängerung mit Josua Kimmich, Katastrophe. Die Vertragsverlängerung mit Alphonso Davies, noch mehr Katastrophe. Und auch mit Jamal Musiala, Katastrophe für diesen Umfang. Ich meine, sollte Musiala seine Form wiederfinden, sollte er das dann rechtfertigen. Ja, gut, ich habe kein Problem damit, wenn außergewöhnliche Spieler, die wirklich Außergewöhnliches leisten, auch außergewöhnlich viel Geld verdienen, weil einfach so viel Geld die im Business drinne ist, dann ist das okay, ja. Aber 'n Joshua Kimmich hat auch diese Saison keine Leistung gezeigt, um das Gehalt zu rechtfertigen, was er aktuell hat, ja. Alphonso Davies schon gar nicht und Jamal Musiala ist auch meilenweit davon entfernt. Ähm, und wenn du diese 3 Gehälter nimmst, dann bist du, wenn wir tief stapeln, bei 60 Millionen, ja. Also, da kann man dann nicht von einem guten Job reden, meiner Meinung nach. Wie gesagt, die Transfers, die getätigt wurden mit Luis Diaz, das Puzzleteil, was gepasst hat, auch wenn er schon 'n älterer Spieler ist. Ich denke, über Lucho gibt's keine 2 Meinungen. Ist ein sehr, sehr großer Faktor, dass wir überhaupt so eine Saison gespielt haben, wie wir sie gespielt haben. Tom Bischof, für mich 'n überragender Transfer. Du musst den Jungen nur einfach mal nutzen für die kommende Saison. Ähm, Jonathan Tah war eh 'n No-Brainer, ne? Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und ja, ich sehe 'n Eberl auch kritisch, ne? Habe ich ja schon gesagt, die Vertragsverlängerung für mich völlig überzogen. Und den Rest kann man schwierig beurteilen. So, da muss man einfach das Vertrauen haben.
dass die Herren, die da sind, das Richtige für den Verein tun. Ja, schwierig. Die Frage ist, was wäre die Alternative so, ne? I don't know, wir lassen uns überraschen, ja. Ich denke, die kommende Saison kann noch mal 'ne ganz interessante werden, jetzt mit dem Abgang von Leon Goretzka, von Rafa Guerreiro, aber auch mit der Abgang der Leihe von Nicolas Jackson. Ich denke mal, das werden ja wahrscheinlich auch grob, ich denke, 40 Mille Gehalt werden das bestimmt sein. Ja, Leon war auch bei um die 20. Rafa Guerreiro wird wahrscheinlich auch nicht weniger wie 10 gehabt haben und Jackson, das Gehalt, was wir übernehmen müssen, mit Sicherheit auch nicht weniger wie 10, ne? Da sind wir mit den 40, die wir da schon mal einsparen, schon mal sogar tief gehalten. Und ich traue es 'n Eberl jetzt nicht zu, aber ich hoffe, 'n Eberl hat's mal hingekriegt, 'n Manuel Neuer das Gehalt zu halbieren, ne? Also, dass wir mit so 'nem alten Torwart noch mal 'n Jahr machen, alles gut, aber dann kann der auch nicht mehr bei 20, 22 Mille liegen, ja? Wissen wir nicht, kriegen wir wahrscheinlich auch nicht in Erfahrung. Ähm, Ich gehe davon aus, dass er zur selben Kondition einfach ein Jahr weiter verlängert wurde, ja, weil das Max Eberls Devise ist, wollte er bei Thomas Müller genauso handhaben. Und das sind dann für mich katastrophale Zeichen. Ja, da muss man anders agieren, ne? Aber wissen tun wir es nicht, von daher ist es super schwierig, die Arbeit von Max Eberl wirklich fair von außen zu beurteilen. Von Christoph Freund noch viel, viel schwieriger, weil ich nicht weiß, was genau macht er? Ja, wie weit ist er wo in welchen Transfers involviert? Super schwierig. Ich kann es absolut nicht beurteilen, was da wer irgendwie macht. Ne, das macht es natürlich super schwer. Zu guter Letzt noch ein Wort zu Jan Christian Dresen. War mir bisher immer sehr sympathisch. Die Jahreshauptversammlung, boah, fand ich schon sehr wild, die Aussagen, die er da getroffen hat und diese Dünnhäutigkeit und dieses von oben herab, ja, dieses: „Wer bist du überhaupt, hier deine Meinung äußern zu dürfen?“ Das hat schon viel Reputation bei mir gekostet, ja? Also, kann ich nicht nachvollziehen, wie man sich so verhalten kann, seinen Mitgliedern gegenüber, nur weil die kritisch sind, ne? Das muss man mal ganz klar sagen. Ähm, Dazu die Aussagen in dem Podcast, wo er war, die sind auch schon grenzwertig gewesen, ja? Aber gut, er ist nun mal 'n Banker, dass er Fans und Mitglieder eher als zahlende Kundschaft sieht, wie als irgendwas anderes, kann man ihm vielleicht noch verzeihen, dass er dann aber erzählt, wir müssen mehr Daten sammeln, die wir dann verkaufen können von unseren Mitgliedern. Alter, dann wird's schwierig, ja? Auch da, er hat kein gutes Bild abgegeben, meiner Meinung nach. Und das Bild, was er abgegeben hat als Führungskraft, als, CEO der ausgegliederten Fußball AG, ist nicht gut gewesen, meiner Meinung nach, ja? Das muss definitiv besser werden. Ähm, Wird es besser werden? Nein. Ja, der wird ja keine kritischen Stimmen kriegen, so vereinsintern, ja. So, Herbert Hainer, ja, fand ich, bis auf die Aussagen dann zu der Jahreshauptversammlung dieses Jahr eigentlich noch am sinnigsten, was er so von sich gegeben hat. Man merkt bei ihm schon, dass ihm der ganze Verein am Herzen liegt, auch die einzelnen Abteilungen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dass er dann bei gewissen Themen dann den Christi an die Seite gesprungen ist und da in die gleiche Kerbe gegangen ist, fand ich grenzwertig. Ähm, Auch das war ein bisschen unglücklich. Auch er sollte sich vielleicht eher zu der Profi-Fußballabteilung vielleicht öffentlich einfach auch manchmal ein bisschen zurückhalten, glaube ich. Ja, ähm, aber das ist auch nur eine persönliche Geschichte. Ansonsten, ich meine, wir haben jetzt nicht die ganz großen Fehltritte gehabt dieses Jahr. Das war letztes Jahr schlimmer, finde ich. Aber nichtsdestotrotz haben wir noch einiges an Verbesserungspotenzial, was die Führung dieses Vereins angeht, ja. Und ganz, ganz vorne angefangen, dass, auch wenn schon vieles weniger in der Öffentlichkeit war, was jetzt so Transfers und so weiter, Internas anbelangt, ich denke, da muss immer noch mehr passieren, ja.
Man muss 'n Uli Hoeneß einfach mal einfangen und muss dem mal klarmachen: „Ey Uli, du kannst deine Meinung haben, du kannst jederzeit hier, was weiß ich, 'ne vereinsinterne E-Mail schreiben. Let's go, hau raus.“ Ähm, aber es kann nicht sein, dass er sich alle 2 Monate irgendwo hinhockt und Vereinsinterne ausplaudert und öffentlich Sportvorstände oder sonst wen im Verein kritisiert. Das geht nicht. Ja, das wirft kein gutes Licht auf den FC Bayern. Hat jetzt den FC Bayern nicht groß geschadet dieses Jahr, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, aber das ist too much in meinen Augen. Ja, da muss oder da geht auf jeden Fall einiges noch besser. Die Entwicklung die kommenden Jahre wird auch da spannend zu sehen sein. Ich weiß nicht, ob Jan-Christian Dresen da dauerhaft der richtige Mann ist am Ruder, an vorderster Front. Ich weiß nicht, wie lange Uli und Kalle noch tragbar sind, wenn man ehrlich ist, ja. Ähm, die leben halt einfach in ihrer Fußballwelt von vor 10 Jahren und immer den Finger drauf zu haben auf den Sportvorständen und Sportdirektoren. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, Uli Hoeneß war der Einzige, der die Eier hatte, Thomas Müller zu sagen: „Pass mal auf, ist gut jetzt. Du spielst hier sportlich eh keine Rolle mehr, ziehst dir aber 20 Millionen plus rein.“ Hätte ein Max Eberl eher sagen müssen, ja. Ähm, deswegen kann ich die Kritik, die 'n Uli Hoeneß hat, definitiv nachvollziehen an Max Eberl, halt auch durch die Vertragsverlängerung, die maßlos überteuert war meiner Meinung nach. Ähm, da hätte man mal ein bisschen Eier zeigen müssen, gerade bei Alfonso Davies. Aber es kann nicht sein, dass ein Aufsichtsratsvorsitzender oder Aufsichtsratmitglied oder generell der Aufsichtsrat da alles mitbestimmt und da den Daumen drauf hat, ja? Ich meine, deswegen haben wir vor 2 Jahren 'n Doué nicht geholt, ne, wo der Deal war eigentlich schon durch und dann sagt 'n Uli: „Ne, ihr müsst erst mal Geld einnehmen.“ Ja, und dann geht er nach Paris und guckt euch an, welche Entwicklung der Junge hat, ja? Also, das ist geisteskrank, ja? Ähm, noch für mich persönlich muss das so laufen, da ist 'n Aufsichtsrat, ne? Man setzt sich vor der Saison zusammen, hört sich die Ziele an, die der Sportvorstand und Sportdirektor haben, ne, deren Vorstellungen und dann wird ein Budget beschlossen. So, dann gibt es eine Vorgabe vom Aufsichtsrat, meinetwegen: „Hier, ihr habt 100 Millionen, die könnt ihr ausgeben. Ähm, das Gehaltsgefüge muss um 20 Millionen sinken, darf um 10 Millionen steigen“, whatever, ja? Und damit könnt ihr arbeiten. Und alles andere hat sich der Aufsichtsrat rauszuhalten. Wenn dann ein Max Eber meint: „Ja, ich verkaufe 'n Minjay und 'n Ito für zusammen 60 Millionen, dann habe ich 160 Millionen, die möchte ich so und so ausgeben.“ Ja, dann muss er das frei machen können. Zusammen natürlich mit Christoph Freund und dem Trainer. Das sollte klar sein. Ja, dasselbe beim Gehalt. So. Ja, wenn Max Eber meint: „Ey, ich muss 'n Jamal Musiala unbedingt halten und ich muss den 25 Millionen plus in den Arsch schieben“, habe dann aber kein Gehaltsbudget mehr, um Konrad Leimer 1 Million mehr zu geben, damit der Mann glücklich ist und seine Anerkennung verdient, was natürlich nicht reicht, 1 Million, nur als Beispiel. Ja, dann ist das so, ja. Aber das sind Sachen, dann kann nicht der Aufsichtsrat noch mal reinfummeln. Der Aufsichtsrat muss da sein, sagen: „Das ist dein Budget und dann let's go, mach“, ja. Sollte dann das Budget gesprengt werden, dann hat 'n Aufsichtsrat einzugreifen, ja. So, ganz einfach, aber doch nicht vorher. Du kannst doch nicht jeden Furz den Daumen drauf haben und jeden Furz muss durch 'n Aufsichtsrat laufen und dann setzt sich der Aufsichtsrat im Nachgang noch dahin und erzählt: „Ja, aber die Vertragsverlängerungen, die waren ja viel, viel zu teuer, die der Max Eber da gemacht hat.“ Ja, aber dass die vom Aufsichtsrat abgesegnet wurden, gehört halt auch zur Wahrheit, ne? So, das ist 'n bisschen schwierig beim FC Bayern und wenn man dann diese Umstände mal nimmt, ja, dann muss man natürlich auch wiederum Lob aussprechen an Max Eberl oder Christoph Freund, dass sie's überhaupt hinbekommen haben, so 'n Michael Olise durchzudrücken für 50 Millionen, den keine Sau kannte, dass man Vincent Kompany durchgedrückt hat, dass man dann aber auch 'n Luis Diaz durchgedrückt hat für diesen Umfang an Millionen, der er gekostet hat und dass die halt funktioniert haben, ja. So, von daher ist das so 'n bisschen zweischneidiges Schwert und von außen, wie gesagt, super schwer, wirklich fair, da Max Eberl und Christoph Freund zu beurteilen. Ja, das ist meine Meinung zur Vereinsführung und dem Verein zur abgelaufenen Saison.
Rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Tschüssi.